Kelly, Joel? was ist dein Lieblings-Emoji, den etwas Sexuelles soll undeuten? Boah, das frisst mich so aus dem Neige raus. Das ist ein froh, ob die ich muss viel bereden. Ich meine, ich muss mich outen. Als eine Person, die nicht viel sagt. Okay. Warte, ich denke mein Handy raus und dann gucke ich. Das ist kein Zeichen dafür, dass du nicht viel sagst. Nee. Du das gucken Du kannst. hast mich so falsch verstanden, Joel. Ich gucke ob mein Emojien und dann überlege ich mal, ob ich mal da auch sexuelle Sachen mengen, Heinz, du. Okay, ich meine, hier ist die ehrlichste Antwort, die ich da kann geben. Ich benutze kein Emojien beim Sexten, weil ich das irgendwie unsexy fand. Also, wann das schreiben ist oder ich schicke vielleicht ein Foto oder ein Video, mit Emojien. Joel, wie ist es da bei dir? Also ich bin auch nicht unbedingt die Person, die lo ganz Bildergeschichte mit Emojien verschickt. Mir hast du ein Peach oder ein Aubergine oder die 3 Drüpsen. Das könnte schon viel. Der Klassiker also. Mm. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Okay, wie der schon gemerkt tut, als Thema von Haut aus. Sexting. Yes. Joel, was ist denn Sexting? Sexting ist, ich muss ehrlich gesagt ein bisschen passen mit den Definitionen, weil ich bis vor der Sendung gemeint habe, Sexting als Cybersex wie weil dasselbe ist. Also mich schreibt den oder mich den irgendwie sexuell Sachen via Internet. Und du siehst mal, dass Sexting just eine bestimmte Kategorie vom Cybersex ist. Ja, also Meinungen gehen also nicht. Sexting könnt ihr für Sex und Texting, ne? Also per Textmessage sexy Sachen machen. Und die Angst so, wenn ihr nimmen Text checkt oder Text an Emojis, dann ist es nicht Sexting, aber dann ist es süß Text. Ich meine, der Meinung sind ich nicht genau, weil ich meine, da sind auch, wenn ihr kein Bilder oder Video versteht, trotzdem Sexting dazu so kann. Es gibt noch Leute, die eine starke Distinktion machen zwischen Sexting und Cybersex. Das lässt sich vielleicht so erklären, dass, wenn ihr Sache per Textmessage möchte, es einen gewissen Zeitversetzten gibt, also ihn nicht gleichzeitig möchte. Und ich denke, bei Cybersex denke ich nach echter und so Videochats, zum Beispiel Sex per Skype oder irgendwie so eine Interaktion von, ich mache gerade da dann das bei dir, du musst da dann das bei mir. Also das ist mehr so als wie eine Interaktion, wie Sex, mir süß online. Als Sexting als echter so ein schickender, ein plakischen oder erotischen oder sexyen Video oder Foto von mir. Okay, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt mitgehen mit der Differenzierung, aber das ist aber okay, weil Leute das wollen differenzieren. Also das ist auf jeden Fall das, was ich online fand und auf den ganzen Seiten, die probieren, darüber abzuklären, wie ich sicher sexten. Also zum Beispiel den Be Secure, da ist eine Lützeburger Seite, oder auch das Safer Internet, das ist eine österreichische Seite, die verlinken wir auch. Mehr von denen schwätzen wir nach. Okay, wir haben ein bisschen drüber geschwätzt, was denn alles so kann machen. Ich meine, die hat wahrscheinlich alle gute Verstand, dass es darum geht, dass den irgendwie sexuelle Sachen über Internet möchte und sich, kann ihn sich Textmessagen schreiben, kann ihn sich Spruchmessagen schreiben. Ich bin normalerweise kein großer Freund von Spruchmessagen, aber ich fand am Sexting-Bereich ist das ziemlich cool. Nice. Man hat ja auch über Audioporn, also bei der Geschwätz kann ich seinen Audioporn machen. Ja, ich bin doch gerade geduscht. Ja, cool. Es kann ihn sich Fotos schicken, es kann ihn sich Video schicken und es kann ihn auch mit ihm telefonieren, das wird früher den Telefonsex wäre, oder das eben auch per Webcam oder mit der Handykamera dann ganz synchron machen. Gibt es so neue Schnaps? Ich meine, das wäre. Ja, es kann ihn auch die ganze Zeit Emoji schicken, aber dann versteht keiner, was geschieht.
dann verleiert den Sexiness in einer Zeit. Schon probiert herauszufinden, wie viele Leute sexten. Und das Schwierigste zu zählen zu finden, mit roughly von den erwusenen Leuten kann ich davon ausgehen, mindestens täuschend. Okay. Und es gibt eine Info zu Jugendsexualität, wo gesagt wird, dass es ungefähr 15-20% von den Jugendlichen sind, aber sie mir alle gehen so mehr sexten sie. Und Barbara Rothmüller, eine Soziologin, die wir ja schon an einer Folge zu Sexleben und Beziehungen an Zeiten von Corona genannt haben, hat herausgefunden an ihrer Studie zu Sexleben und Beziehungen während Corona, dass den Online-Dating zwar aufgegangen ist, also Leute, die auf Online-Dating-Plattformen sind, mehr den Cybersex oder das Sexting exponentiell mehr groß ging. Was ja ein bisschen logisch ist, von den sich nicht kacke sind, wenn es schwierig oder gefährlich ist, auf eine richtige State zu gehen, dann ist es vielleicht mehr einfach für zu sexten. Yes. Also, ob man so eine Menge Erfahrung, ich kann auch nicht für alle meine Dates schwätzen, aber ich hatte aber auch schon so Online-Dating-Geschichten, die dann relativ sehr an das Sexting übergegangen sind. Komischerweise, obwohl ich also ich gehe normalerweise nicht mit der Erwärtung oder mit der Idee, dass die Stadt gibt Märchen an so Gespräche ran, mir heißt, so entwickeln sie sich an die Richtung. Und das finde ich auch interessant fand, weil ihn dann oft schon mehr eine genaue Ahnung hat, was die andere Person dann so will es hat eventuell und dann noch schon kann dezidieren, was den da will machen oder ob ich vielleicht keine Lust hat. Stimmt, am Anfang. Also wirklich, bevor es das Leute getroffen ist, Ja, dass ja. schon gesagt ging. Ah ja, das ist mir noch nie geschieht. Das ist ein bisschen Ich alles. fand das doch spannend, dass das so viel Erwachsene machen. Also das hätte ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, Proportionen wäre genau umgedreht. Dass mehr Jugendliche das machen wie Erwachsene. Aber das ist aber, also irgendwo ist es vielleicht auch logisch, weil ihn sich dann mehr auskennt, sich mehr traut und schon vielleicht auch mehr weiß, was die will. Ja. Was sind dann so Gründe für zu sexten, wenn wir schon dabei sind? Einen haben wir ja doch schon ein bisschen genannt. An Corona-Zeiten, wenn ihn sich nicht kann gesehen, wenn er vielleicht sogar eine Fernbeziehung hat, dann ist das oft die einzige Möglichkeit für irgendeine Form von sexuellem Kontakt mit einer Person zu haben, die weit vor ist. Ein anderer Grund kann sein, dass den einfach Lust hat und die andere Person auch, und da sind aber gerade nicht bei ihnen. Stimmt. Also so Pflege quasi von einer Beziehung, die schon da ist, sozusagen. Und sonst kann es doch einfach aufregend sein, für neue Leute kennenzulernen. Ja. Wo ich nur geguckt habe, auf einer von den Seiten wird das genannt Anbahnung einer neuen Beziehung, eines unverbindlichen Flirts. Ja, und ich denke, dass das doch kann interessant sein, mit Leuten zu machen, die vielleicht noch nicht so gut kennen, für zu flirten, für sie kennenzulernen oder am Anfang von einer Beziehung. Weil ich kann mir vorstellen, dass für verschiedene Leute mehr einfacher ist, wie so am Live-Kontakt. Ich persönlich fand das nicht so. Ich muss sagen, ganz ehrlich, Sexting stresst mich mega krass. Ich fand nicht so viel Druck, weil ich gesehen habe nicht die Reaktion von der anderen Person so direkt am Live. Und ich habe immer mega Angst, irgendetwas Blödes zu schreiben, was die andere Person dann nicht unhören findet oder so. Also ich fand, die Fotos oder Videos sind tendenziell noch ein bisschen mehr stressig, weil die kann ihn mehr oft abholen und dann gucken, dass er einen gefallen und so. Mir, wenn ihr gerade am Gange hast zu sexten, wenn du dann 20 Minuten brauchst für ein gutes Foto oder ein gutes Video zu schicken, ist auch unsexy, weil dann ist die andere Person vielleicht schon nicht mehr angeturnt oder Heinz, du machst ja bei dir oder noch gleichzeitig nach, wisst du? So, hey, kannst du was bis 4 Uhr mehr? Geht du bis spät? Ich muss den anderen der frei abstellen. Ja, ich kann, also ich verstehe da aber, was du da siehst. Ich muss sagen, ich fand die Demenz davon auf, wie gut Leute Sachen beschreiben können und wie irgendwie so die Chemie zwischen den zwei Leuten, die beteiligt sind, ist, und wie gut den sich versteht. Weil ich hatte auch schon Leute, mit denen das heute irgendwie gar nicht so geklappt. Und Ja. du hast dann Heinz da vielleicht ein Foto geschickt und das wäre dann irgendwie so größere Beschreibungen sind da nicht stattgefunden. Aber mit anderen Leuten hat es einfach so wirklich Klick gemäht und das ist dann super cool gewesen. Und wo da wirklich schon lang Beschreibungen gekommen sind.
was ich noch vielleicht vor Grün gif opzählen als Sachen ausprobieren, ob man es an der Fantasie den ja. gerne gif umsetzen, wo ihn dann schon mal einfach gucken kann, okay, gefällt man das wirklich von Stelllose beschreiben. Verschiedene Fantasien sind ja mich schwer umzusetzen oder vielleicht unmöglich umzusetzen. Die kann ich dann ob man an der virtuellen Realität umsetzen. An das andere sind vielleicht Rollenspieler, die Ja. am richtigen Leben vielleicht just schwierig machen kann oder wohin. Also sind der Fantasie effektiv keine Grenze gesagt. Leute, die gerne, ich weiß nicht, mir fallen gerade just Furries an, die vielleicht fetisch schon den sie nicht an echt können machen. Leute, die so sich Alternativcharakteren, die so deren-mäßig sind. Okay. Also Du so, hast meinen frohenden Blick gesehen. ja, ja. Also Furries sind das eng Fankultur von Leute, die sich Menschen sagen Personage erstellen, den dann so ein Anthropomorph Deier ist, also ganz oft in Hund oder ein Katz oder so, die dann aber menschlich ziehen schon. Okay. Das ist nicht per se sexuell. Also ich will da doch so nicht, weil das gibt oft gemerkt, dass das per se sexuell ist. Also nicht, aber es gibt das aber auch, und du gehst eben noch dann Leute, die Fantasien so wollen umsetzen. Ja, Aber das cool. können noch ganz andere Sachen sein. Also wenn ich von Fantasien eine Rollenspieler geschwärzt habe. Fand ich am Anfang auch interessant, weil du, ja, die Schwelle da wahrscheinlich auch mit niedrig ist, an den auch einfach, ja, seiner Fantasie frei Lauf lassen kann. Also das können auch Sachen sein, wie, ich will Sex in der Öffentlichkeit tun oder so, wo ich auch wie kontrovers ist. Ja. Ja, weil ich mich dann immer freuen, bei so Sexting und so, was geschieht. Also nicht nur, dass ich Angst habe, etwas Aufstörendes zu suchen. Mir halt zu stellen, ich mal froh, okay, mir war das, wenn du der andere Person ein Video geschickt hast zum Beispiel oder ein Nachricht, der irgendwie etwas Ungutes bei ihr ausgelesen wird oder wo sie irgendwie nicht so cool von tut. Schon Gefühl, dass, wenn ihr die Person persönlich kennt oder so, musst du schon einen gewissen Vertrauensbasis da sein, für dann zu sagen, oh, leider, am Moment mir aber auch noch fand ich das nicht so cool fand, können wir das nichts gar nicht machen oder wenn ich gibt, ich weiß nicht, der an der Art der Weise von Nachricht oder Video nimmi oder so. Also so Navigieren von Kommunikation an Grenzen als beim Sexen am Anfang genauso wichtig und herausfordernd wie bei Live-Sex. Ja, fand ich auch. Also gerade bei Foto und Videoen, also im jeden Fall übrig für darauf vielleicht einfach zu fragen, hey, ich hätte Lust, ein Foto zu machen. Hast du Lust, die zu sehen? Weil ich fand so unverlangt, also gerade wenn in den Penis wird, so unverlangt Dickpics, der geht schon zu viel gesendet, muss ich das nicht noch Express machen. Und ich fand, wenn ihn einfach fragt, dann kriegt der Mädchen seine ehrliche Antwort und dann hält ihn sich da runter. Ja. Und genau auch bei Sachen, die ich umsetzen, du kannst ihn einfach kurz noch fragen, hey, hast du Lust? Wenn man da dann das gibt mir oder froh, worauf hast du Lust? Da das von den schreibt, fand ich am Anfang relativ praktisch, weil kann ihn einfach Sachen nach Klammern schreiben, die da quasi so auf einer Metaebene sind. Ja. Muss ich dann nicht quasi das Geschehen unterbrechen. Stimmt. Rechtlich also sogar so, zumindest an Österreich, ich weiß nicht, ob das auch am Code Penal zu Lützeburg steht, dass, wenn du nicht das Verständnis von der anderen Person angeholt hast, bevor du hier etwas schickst, dass du strafbar bist. So. Und ich meine, du kannst ihn für einen, wenn er länger sexueller oder romantischer Beziehung mit denen ist, auch einfach gut so Grundsatz ausmachen. Also, hey, wenn du Lust hast, mal ein plagisches Foto zu schicken oder ein sexy Foto, darfst du immer so. Aber falls es gerade nicht passt, da so nicht stört. Und alles, was darüber rausgeht, das heißt, wenn du willst aufhängen, mal die Nachrichten zu schreiben oder ein Video zu schicken oder so, froh für drin. Oder so für drin, hey, sie gerade Horny, hast du Lust, bisschen mit mir zu sexten oder dir da ein Video schicken. Und da kann ich auch so, ja, kannst du, aber ich gucke in 3 Stunden. So. Und dann kann die andere Person entscheiden, ob sie das gerade befriedigt oder nicht. Ja. Ja, ich fand das, also das fand ich auch eine gute Regel an wichtig für so Sachen aufzuklären, gerade was den Zeitpunkt geht. Weil, ja, ich meine, du können dann beide Seiten enttäuscht gehen und da spürt sich vielleicht eine Enttäuschung, wenn ich wieder einen aufreden. Weil da sind wohl noch nicht immer gleichzeitig bockig. Das stimmt. Heinz, du kannst ihn dann eine Message schicken und da kriegt ich dann keine Antwort und dann ist ihn enttäuscht. Oh, ja.
am Anfang hat die andere Person, der just gerade an einer Versammlung konnte, einfach nicht auf ihren Handy gucken oder hat gesehen, was sich da gibt U-Bahnen an der Vorschau und hat das sehr erwäscht. Ja. Aber ich muss sagen, ich kriege schon gern, natürlich von Leuten, mit denen ich auch involviert bin, heinz du mal ein halb plakisch oder flott Foto. Also da finde ich mich irgendwie wertgeschätzt, aber ein komischer Art und Weise. Also auch noch das so ein Zeichen, dass die andere Person um mich denkt, auch so ein bisschen. Und ich fand, das kein Muster sehen an einer Beziehung, mit denen sagst oder so. Also ich bin noch mit Leuten involviert, mit denen ich das noch nie gemäht habe, aber mega komisch wäre, mit der Person zu sagen. Ja, was denkst du dazu? Also ich fand das auch cool, weil Leute mir Fotos schicken. Und ich fand auch, dass also soll den sich auf keinen Fall in der Druck setzen lassen oder einer Leute in der Druck setzen, für das mal so zu sagen, dass sie einem sollen Fotos oder Messagen oder Videos oder was auch immer schicken. Ich fand, das soll immer auf freiwilliger Basis passieren und dann ist es doch am coolsten und nicht mit Druck. Und ja, also die Leute, die machen das gerne, die Leute, die machen das Männer gerne und die Leute, die wollen das gar nicht. Und dafür gehen nicht gut grün oder das ist einfach ein Gefühl, weil den hört. Das tut ja auch dags bisschen mit Selbstwahrnehmung zu denen, an wen sich präsentieren, weil du hast schon angeschwärzt, kann den ganz lang brauchen für ein Video oder ein Foto von sich zu machen. Das ist allerdings auch etwas, was ich persönlich ganz cool Sexting fand, der den sich kann so an 10 setzen, wie ihn selber das gut findet. Und wenn ich Chance hat, und man einer persönlich, die selber cool findet, da kriegt ihr meistens auch gute Feedback darüber. Das schon. Also ich gebe Leih, wenn ich so, das ist kein Ego-Boost. Ja, so, das stimmt, ja. Das ist schon auch cool. Und das ja war, also, das klingt immer so blöd, wenn ihr seht, ja, dem möchte ich das für sein Ego. Aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen Self-Care, ein bisschen auf sich selber aufpassen und wissen, was einem gefällt und wie fragen. Und das, also wenn ihr kein Sexting hört, mehr Sex an der richtigen Welt, dann kriegt ihr auch ein bisschen Bestätigung für sein Ego, normalerweise. Yes. Ja, oder Ego klingt immer so überflächlich, aber Base für sein Selbstwert. Ja. Seine Wertigkeit als Person. Das ist mich schön ausgedrückt. Ja, du hast schon geschaut, verschiedene Leute wollen das nicht und gehen auch gut Gründe dafür, weil es muss natürlich auch auf verschiedene Sachen aufpassen. Ohne nur zu sagen, sagst nicht, weil das gefährlich, gehen aber schon noch immer so Horrorgeschichten, die ihr mitkriegt, wo ein Bild oder ein Video und die Öffentlichkeit gelangt ist, die nicht sollten dahin. Über die unterschiedlichen Formen können wir vielleicht nur noch schwätzen. Vielleicht überlegen wir als kurz, wie kann ich den Sexting oder den Cybersex sicher gestalten, dass ihn sich dummer da wohlfühlt, an falls etwas geschehen, es möglichst gut vorbereitet ist. Also die erste Ebene ist schon mal ganz technisch, wenn ich einem ein Foto schicke, da will ich ja das just euch an die andere Person das gesagt. Und dafür, wenn den Donnerien über das Internet verschickt, und will ich just, dass ich selber an den Empfänger oder die Empfängerin, die kann lesen, da verschlüsselt den sie normalerweise. Ja. Ohne da wollen zu viel an Detailer zu gehen, die allermeisten Messaging-Apps bieten mittlerweile entweder immer oder just für verschiedene Kanäle verschlüsselt Messenger und da muss ich ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel Telegram, den wir hier an der Equipe benutzen, den ist per Default nicht verschlüsselt. Mit kann in geheime Kanal, nennen sie das, machen. Meistens ist das irgendwie geheim oder secret oder secure oder irgendwie so. Machen den dann noch just auf einem Gerät, also meistens im Handy, abrufbar ist. Und das ist dann quasi die sichere Verbindung. Ja. Und du soll die wirklich aufpassen, für just das zu benutzen, wenn ihn für ein Foto oder Video verschickt, weil das eben dann just zwischen denen zwei ist und du auch bei Telegram oder bei Facebook oder bei WhatsApp oder bei wem auch immer kein das kann matt lesen, was bei anderen, also nicht gesicherte, nicht verschlüsselte Kanäle eben nicht so ist. Also das ist schon mal die eng Ebene. Wir wollen just, dass die Leute kriegen, die jetzt sollen kriegen. Du kannst übrigens auch erstellen, dass Fotos oder Videos nehmen 5 oder
15 oder 50 Sekunden sichtbar sind, ne? Das wollte ich nur auch so, dass das eine gute Option ist, wenn das eine Option ist, wenn du da zufrieden ist, kann ich auch 2 Stunden erstellen, dann hört die andere Person noch wissen, wie lange davon je nachdem, wie lange es dauert, das ist ein bisschen schiel, wenn ich dann so, du hast ja viel nach die Foto und du hast die schon fort. Also, wenn ihr so einen Timer erstellt, dann hast du dann nämlich fort und sie kann auch normalerweise nämlich rekuperiert gehen. Weil natürlich immer raus, kann immer einen Screenshot machen. Also, Ja. es gehen die Funktionen, die helfen, aber sie bieten nie eine komplette Sicherheit. Dem muss sich Mensch immer bewusst sein, dass es einfach nie eine 100% technische Lösung gibt, weil eben immer Menschen da sitzen und Menschen immer irgendwelche Sachen machen können für die Technik zu übergehen. Du wennst, apropos Screenshot, viel von den Jugendlichen mengen Snapchat wäre eine gute Plattform für zu sexten, weil du ja Fotos und Videos immer verschwonnen und dann so für einen Zeitraum von 1 bis 10 Sekunden sichtbar sind. Aber auch da kann ich ja einen Screenshot machen oder mit einer speziellen App sogar aufspeichern. Das heißt, auch bei Snapchat keine Sachen posten oder verschicken, die nicht auch inzwischen auch nicht ging. Öffentlich posten oder verschicken. Dann kann ich vielleicht einfach aufpassen, was auf der Foto genäht sie gesehen hast. Also zum Beispiel Gesichter sind nicht unbedingt immer so eine gute Idee, wenn der Rest von Kippe dann unabplackig ist. Tattoo, wenn den auffällig erhöht, also das ist einfach die Gefahr, dass die Rimm erkannt wird sozusagen, oder dass die Kippe einem selber zuordnetbar ist, die ist einfach wie groß, wenn Merkmale drauf sind. Ja, das ist natürlich kein Allheilmittel, kein Gesicht oder kein Tattooen drauf zu haben, aber das ist hilfreich, wenn man sich will schützen, auf jeden Fall. An einem neutralen Hintergrund natürlich. Also wenn man erkennt, wo ihn ist, sozusagen, als auch erste Apps, wo ich kann, ob die erste Person dann zurückgeführt gehen. Du ist froh, also wenn jemand einer Person sagt, die ich kann, das ist das egal, aber wenn jemand Personen sagt, die ihr nicht kennt, will ihn der Person so, wo ich gerade ist. Also den Aufenthaltsort und so. Und dass die andere Person nicht weiß, wo ich gerade ist. Also auf jeden Fall auch mal eine Art von Sicherheit. Du kommst dabei ein bisschen mit technisch sehr, als eine gute Idee, wenn ihr so ein Foto möchtet, den Standort auszuschalten, weil die allermeisten Handys speichern automatisch an Metadaten von der Foto. Also das ist quasi, wie ich sie abgeholt hast, was für eine Kamera das ist, wie lange das Belicht ist und so weiter und so fort. Und da stehen eben dann auch Koordinaten dran. Ah, krass. Das heißt, wenn ihr den Standort ausschaltet, da gehen die normalerweise nicht matt geschrieben, weil das ja der Standort aus. Und das heißt, wenn ihr ein Foto schickt, dann kann die nicht anhand von der Foto rausfinden, wo sie gemäht ist. Also schon effektiv, das lässt ein Foto rumfand, die all ist, und ich schon einfach mal geguckt, guck mal ein Metadaten und schon effektiv konnte rausfinden, wo die Foto abgeholt ist. Verrückt. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und Ja, gut, dass wir darüber schwätzen. So, okay. Also es kann zwar sein, dass viele Messenger die Informationen automatisch rausschneiden, weil sie das Foto ja auch ein bisschen an der Qualität beschneiden und so weiter. Mehr eine komplette Sicherheit geht es nicht und dafür gebe ich das einfach ausschalten. Yes. Dann noch andere Sachen, die mir auffallen, sind erstens wirklich dabei zu sagen, die Foto ist nicht mehr für dich. So. Also das meine ich bei vielen Situationen klar, mehr an andere vielleicht nicht so. Und dann, wenn ihn mit Personen sagt, die ihn nicht kennt, kann er sich überlegen, ein Pseudonym zu benutzen, also nicht der richtige Name, nicht den Chlornum, den er sich ausgedurcht hat. Und auch vielleicht bevor ihn anfängt mit Sexten oder Cybersex zu haben, zusammen Vereinbarungen treffen. Wie will man das machen, was soll geschehen, was soll nicht geschehen, was machen wir mit den Fotos und so. Ne? Also das meine ich auch einerseits wichtig und andererseits hilfreich. Ja, dann gibt es noch so, wenn ihr eine Beziehung beendet, Yes, können wir noch gedacht. kurz darüber schwätzen. Ich weiß jetzt eine Erfahrung, dass es nicht immens cool ist, wenn das so ungefähr das erste oder das zweite ist, was könnt, weil schlussgemäß kannst du wahrscheinlich direkt alle als Foto löschen. Schon da auch schon mal nicht so ganz so gut reagiert und gesagt, wirklich, weil ich einfach gedacht, okay, das ist ein bisschen schuld. Ja. So kannst du nicht eng Halle mehr. Also, wenn Leute so wünschen, dann
dann hun Leute so wünschen dann hast du so also das muss ihn einfach respektieren und dann lässt ihn sein dann ist es okay. Ja, et kann sie auch 4 Runden nähe laschen also weil oft wenn den se Strand hue die dann einkehr so bisschen Klärungsgespräche auch für das emotional können besser zu verschaffen und so oder wann falls sie will befreundet bleiben also das ist ja auch eine Option und dann halt das als Vertrauen als Vertrauen und dann quasi so an einem Vertrauensgest zu so ein Highlight da guck auf meinem Handy du löschen halt Foto und ich meine weißt du so als Ritual quasi Ja, so ein bisschen da geht natürlich mich schwierig von den die Sachen auch auf einem Laptop drauf hat oder auf einem Stick oder einem Harddisk, weil auch da das natürlich Sachen an den Cloud zu laden, ist tendenziell nicht so eine schlaue Idee. Also das auch mehr schlaue Sachen immer bei einem Disk oder bei einem USB zu speichern, mir dann die wir natürlich den USB auch nicht verlieren. Genau, und ich weiß, dass eine von meinen Ex-Freundinnen noch einen externen Disk oder einen Speicherkarte für seine Kamera mit effektiv eigentlich ziemlich schöne Fotos von mir, die ich nie gesehen habe. An die, aber seitdem wir es für rund 2 Jahre getrennt haben, kam auch nie zu Spruch, was man da geschieht. Oh, okay. Also ich weiß, das hat für Sänger Ex-Freundin für drin auch noch da, und hat mir damals gesagt, ja, schon das noch, und schon das nie nur mehr geguckt und so. Und ich vertraue nicht auch, dass das nicht weitergeht in einer Person, also wirklich zu 100%. Mir heinst du, überlege ich mal, soll ich das frohen oder ist es los schon weird? Hallo, ist die Anfang ein Grund, du kannst ja so schon am Podcast darüber geschwärzt, dann sind da drüber gekommen. Wie ist das da eigentlich? Vielleicht tut es auch alle gut aus Roserei oder aus Frust irgendwann gelöscht und hört es auch gar nicht mehr. Also das ist auch etwas, wo ihn dann, wenn den Foto kriegt von einer Person, ein bisschen eine Responsabilität hat. Also nicht nur, wenn ihn sich trennt, für sie zu löschen oder für zu sagen, okay, ich gehe dir sicher keinem weiter, mir auch allgemein. Es kann immer sein, dass den Laptop verliert, den Handy verliert. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht für sich ein gutes Passwort zu sichern, vielleicht sogar die Dossien zu verschlüsseln mit einem sicheren Passwort. Also du gehst nicht immer Tutorials, von denen du nur siehst, wer ihn das am besten möchte. Weil du den da nicht immer eine Verantwortung für seine eigenen Daten, aber auch für die von einer anderen Person und weil ich nicht, dass andere Leute die nächste Mal dazu dienen und einmal dann du plakisch Fotos von einer Person gesehen, mit der ihn irgendwann gesext wird. Das ist alles ein bisschen, ja, das sind alles ein bisschen mehr hakliche Themen, die ein bisschen mehr schwierig sind, wo ihn einfach am besten sich einfach dahinter sitzt, sich ein paar Tipps durchliest und dann für sich selber entschieden, was den du möchtest. Apropos hakliche Themen und Tipps. Wir müssen dann kurz über die nicht so schönen Aspekte von Sexualität, sexualisierter Gewalt und Internet schwätzen. Nämlich ging ich gerne über 3 Sachen mit der Schwätze, Joel. Erstens Revenge Porn, zweitens Sextortion und drittens Cybergrooming. Ja, wir können direkt über Revenge Porn schwätzen, da haben wir ja am Anfang schon ein bisschen aufgeklärt, wie in sich du gehen kann, um man es probieren, du gehen 4 zu gehen oder das vorzubeugen, nämlich an dem Sache gelöscht gehen. Yes. Also Revenge Porn ist, wenn den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin tendenziell echter Videoen, weil dafür hier das Porn öffentlich heisch luert, vielleicht sogar auf eine Pornoseite luert. Und es gibt mittlerweile sogar extra Pornoseiten nicht mehr für Revenge Porn. Das ist mega weird einfach. Heinz, du gehst sogar nach mit einem Linked Facebook-Profil oder persönliche Daten von der Person dabei geschrieben. Also es gibt eine wirklich crazy Geschichten. Und du greifst auf jeden Fall aber wie immer trascht um eigene Bild. Das heißt, tut ihn trascht, dass so das muss raufgeholt gehen und die keine andere Person weiter verbreden sozusagen. Und Betreiberin von den Pornoseiten müssen da doch raufholen, zumindest nur EU-Recht. Verschiedene von den Seiten sind aber nicht an der EU. Mehr auch so große Suchmaschinen wie zum Beispiel Google oder Bing oder so haben ein Formular, wo betroffene Leute Linken zu intime Fotos oder Videos können ugin an die gehen da gelöscht sozusagen. Was schon mal cool ist. Ja, am besten probier den da so sehr wie möglich zu reagieren, da zu tracken, all den Seiten zu schreiben. Das ist natürlich, weil am Internet das bleibt am Internet, aber das ist nicht hoffnungslos, was selbst geschieht. Das ist Mensch effektiv eine immens alle Situation und
auch eine Situation, wo ihn dann nicht direkt den Ausweg weiß, wo es immens kompliziert teilweise ist, an den natürlich mal immens viel ja, eklige Gefühle konfrontiert das. Dafür auch einfach den Abruf und all die Leute, die nach Video oder Foto von ihren Exen irgendwo leihen haben, Leute, mehr das einfach nicht. Also ich fand das einfach, nee, mir das einfach so etwas Ekliges. Weißt du, dann da schickt der Person eng Envelope mit Konfetti an oder so. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, da staubst du den Henker, dann ist es gut. Aber also ich fand, du gehen einfach Grenzen und das ist auch einfach illegal. Also Ja, das sowieso. Aber ich fand, das ist einfach so ein krassen Angriff an einem so Intimsphäre, an so ein krass bloßstellen. Von den bekanntesten Pornositen, die man am Hub hannen, der auch sehr Sitz zu Lützeburg hört, den gött an der Lächt immer attackiert. Also es gehen effektiv Gruppen von Afferen, also wo entweder tatsächlich Gewalttaten gefilmt gesehen, auch abgelöst gehen oder einfach Energie mehr in Revenge-Porn, die wirklich probieren, sich dagegen zu wehren. Also die Firma, die reagiert einfach nicht, dass die Menschen schwer Sachen nicht mehr rumgelöst, Ja. die sogar teilweise Sachen von Moderatoren validiert, am Platz gelöscht. Krass. Das ist wirklich ein großes Problem. Und wenn ihr selbst gesagt, wenn ihr eine Porno seht, was ihr heute dafür könnt, am besten also dann noch irgendwie probieren, die Link zu finden, wo ihr Sachen kann melden. Je mehr Leute melden, umso echter wird das vielleicht draufgeholt, wie ihr danach das auszunutzen, quasi, dass irgendein du intim Sachen geleakt wird. Absolut. Okay, zu einem weiteren ekligen Thema, Sextortion. Das in Zusammensetzen von Sex und Extortion wird Erpressung heisst. Und das ist eine bestimmte Form von Erpressung anhand von Bilder und Video mit sexuellem Inhalt, wo den Erpresser dann so fordert und droht, die Bilder und die Öffentlichkeit zu drohen. Das geschieht meistens für dich, dass Leute auf sozialen Netzwerken sind, zum Beispiel Facebook oder WhatsApp oder auch so Dating-Plattformen wie Tinder und dann von attraktiven Personen angeschwärzt gehen. Und dann entsteht Sexting oder tendenziell auch echter Videochat per Skype oder so, wohin sich plagisch weist. Und genau, das geht dann abgeholt und da geht dann erpresst. Und das betrifft sowohl Jugendliche wie auch Erwachsene. Die meist anscheinend nur der Seite von Be Secure Betroffener sind männlich, mit gehen immer mehr Jungfrauen und Mädchen auch so bedrohen. Tatsächlich. Da das natürlich strafbar am Code Penal Artikel 470 kann ihn Kann ihn eng Plan mehr. So melden sich am besten für der Polizei, wenn selbst geschieht. Gibt es so. Ja. Und möchte den eng plant und gehen den nicht drauf an, weil das definitiv auch illegal selbst zu veröffentlichen und an anderen Leute weiterzuschicken. Und die Person möchte sich just noch mehr strafbar, wenn sie ihre Erpressung durchzieht. Und das auch oft nicht so gesagt, ob sie das da wirklich schief machen oder ob sie wirklich die Fotos und Bilder hat. Es gibt die Versuch auch DAX per Spam, wo einfach gesagt wird, schon die Foto von dir. Und das stimmt gar nicht. Ja. Wichtig ist auch Beweismaterial zu sammeln, zum Beispiel mit Screenshotten und so, Kommunikation mit der Person aufzubrechen, an sich Hilfe zu sichern, weil das manchmal noch einen großen Teil von die Schummt, die dann damit könnt. Und du findest, wenn der zum Beispiel Be Secure, die haben noch eine Helpline, da schreiben wir erst natürlich alles innerhalb des Vollschneidenkehr genau ab. Und eine gute Idee ist auch Passwörter der anderen an die Kamera aufpassen, weil es kann natürlich auch sein, dass sie sich Zugang über die Kamera verschafft, an seltenen Fall. Und dann mein drittes Schlagwort, Cybergrooming. Das sind Leute, die sich als jung ausgehen oder als eine andere Person ausgehen. An meistens eher Männer, die ob jung oder sogar mannerjährig Frauen aufgesehen haben, an irgendwie probieren, den Netz 4 zu gaukeln, an so un Fotoen, Videoen und so weiter zu kommen. Du hilft es sich ihr den irgendetwas möchte zu versichern, dass die Person wirklich die aus diese Fiege zu sehen, kann den zum Beispiel ein Foto mit irgendeinem Handzeichen, was den sich ausgedischt hat, oder mit einem Blatt, wo irgendetwas draufsteht, was den sich ausgedischt hat, frohen. Aber wenn die Person das nicht liefern kann, dann ist es wahrscheinlich nicht echt. Oder Genau. nicht die, diese Fiege zu sehen.
Also wichtig also Spontanität und Schnelligkeit, also dass die Person schnell reagiert und auch spontan aufrufen, wie zum Beispiel so ein Foto oder auch Videochat oder so, ne? Und dass du dann zu Gesinn hast. Ja, weil doch am Anfang bei Sextortion helfen kann, weil ihn dann vielleicht auch merkt, okay, das ist keine Person, die sich will real weisen, weil wenn du erpresst bist, willst du dich ja nicht real weisen, ne? Auch hier gilt, was man für Drohnen oder was ich für Drohnen alles abgelöscht habe, falls sie sich will, das vielleicht noch wichtig, mit einer Person aus dem Internet treffen, gehen da die sogenannten 3 Ls, nämlich dass Leute rundherum sind, dass es Luft ist, also dass es Dach ist, und dass Lärm rundherum ist, also dass irgendetwas passiert. Das heißt, wenn man sich trifft, am besten nicht am Park oder so, wenn man an einem Platz, wo Personen rundherum sind, die du schaffen, wie zum Beispiel an einem Café, an in der Dachs, und auch am besten einfach einen Freund oder einer Freundin Bescheid zu, beziehungsweise wenn ein Jugendlich ist, den Älteren Bescheid zu hören. Es kann ja noch den Älteren oder den besten Kollegen sagen, hey, lass ich gehe an den Kaffee, setz dich, wenn ich glift, 3 Tische mir weit. So. Und ich fand, das kann ich noch als erwüste Person tendenziell machen, wenn ihn irgendwie komisch Gefühl hat. Ja. Aber wenn alles okay schenkt, kann ich auch einfach dann eine Viertelstunde gehen oder so. Ne? Ja. Oder mich den aus, ich melde mich einfach via Messenger oder via SMS oder so, wenn alles okay ist. Und da muss die andere Person keine Sorgen mehr machen. Yes. Last but not least, Joel, was möchtest du denn dann, wenn in einer 18 Jahren ist, aber will sexten? Am besten kein Foto und kein Video. Weil das dann ist an der komischen Position, der den vielleicht ohne zu wollen selber Kannerpornografie mischt. Ja. An die verbreitet, was illegal ist. Also das da gibt wahrscheinlich nicht immens viel Fälle, wo Leute wirklich dann ungeklot gehen, mir das effektiv bisschen mir eng schwierig Geschichte und plus von den dann irgendwann ja aber über Urzinger und hört den die Foto nach, dann kann das alles mal schwierig gehen. Also es gibt du am besten roden ja vielleicht kein komplett plakisch Foto zu machen. Und vielleicht einfach ein bisschen zu werden mit den ganz schlimmen Nudes und so vielleicht echt auf Text zu setzen. Ja, in Österreich ist es so, dass es für eine kurze Minute Gesetz gibt, was sieht, wenn du über 14 bist und du hast da Verständnis von der anderen Person und du bist auch verstanden, mit der gibst Sexten mit einer Person, die auch über 14 ist, beziehungsweise in der 18. Was ich irgendwie cool fand, weil ich fand schon, dass Sexting zu einer moderner, intimen Kommunikation, einer gesunder auch kann dazugehören oder dürft dazugehören. Aber ja, da sind natürlich gehen einfach viel Grobbereiche und auch Gesetze, die einfach noch nicht modernste Stand sind, sozusagen. Ja. Und noch einen kleinen Tipp, falls ihr sollt, ob tatsächlich kann Pornografie am Internet stoßen, ob der Seite von Be Secure gibt es auch eine Seite, die ganz gut erklärt, weil das soll machen, und gibt auch eine Stopline, wo ihr das kann malen und so. Genau, siehst du als kleine Info hier vorbei, das verlinken wir natürlich auch. Ja, und außerdem gibt es, wie ich schon erwähnt habe, auch ein Be Secure Helpline, wo ihr immer kann rufen. Es gibt ein Jugendtelefon, wenn ihr jugendlich ist oder könnt. Und es gibt ein älteren Telefon, wo ihr kann als älteren Teil rufen, wie ihn kann gut präventiv schaffen, für das kann aber so wie sie sich sicher am Internet bewegen, mir auch falls selbst geschieht ist. Voilà, dazu der kritischen Themen von heute. Das wäre alles noch ein bisschen negativ. Vielleicht erzählen wir uns eine ganz kurz Anekdote, von dir auffällt. Yes. Nee, also gerade noch nicht. Ich wollte schon am Punkt fragen. Joel, was dein Lieblings-Sexting-Erfahrung war? Das ist schwer, weil ich da relativ viel hat. Los sind ich nach Major los? Okay. Du hast vielleicht einfach besseren reale Sex, das weißt du ja gar nicht. No, das läuft, dass du probierst, mich zu besamten. Das ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen. Aber was ich bislang immer ziemlich cool fand, als wenn einfach ein Foto möchte und denkt sich so,
oh, naja, okay. Und dann hast die andere Person mega begeistert davon, findet mega cool. Kriegt den irgendwie ein bisschen so ein Ego-Boost. Das fand ich immer ganz live. Das vielleicht auch nicht die so eine besonders herausragende Erfahrung, aber ich fand das immer ziemlich cool. Ja. Heinz, da habe ich schon ein Foto gemäht, wo ich da gedacht habe, Judy, du willst am Anfang mehr Leute weisen. Die erst ziemlich gut gehen. Ja, das fand ich effektiv der Chains drin, dass es irgendwie eine Dokumentation gibt. Also dadurch, dass ich für andere Leute Fotos machen, für ihnen die zu weisen oder zu schicken, meine ich auch irgendwas für mich selber am Anfang. Und das fand ich immer schön, dass ich meine nicht immer oft Fotos, aber wenn ich da machen, die mir gefallen, möchte ich nur selber auch einfach drüber freuen, dass es die gibt. Und ich vielleicht, ich weiß nicht, an 10, 20 Jahren kann zurückgucken an ob ein schöner Moment oder eine schöne Erfahrung mich erinnern. Ja. Das kann ich so unterschreiben. Top. Aber dann gebe ich so ein Foto von ich, von der Lust tut. Yes. Schickt sie Leute, die da jeweils gesehen, freut vielleicht. Denkt auch beim Sexting drum, genug zu trinken, an Hydrea zu bleiben. Das ist nämlich genau wie beim Sex am realen Leben genauso wichtig. Wir wünschen viel Spaß. Genau. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Wat also Fetisch. Punkt Nummer 1. Was also Fetisch? Wenn ihr einen Fetisch hört, ist das etwas, was ihr meistens braucht, für können erregt zu sein oder ohne da den nicht so viel Lust kann verspüren. Das bezieht sich oft auf ein Objekt, ein Kipperdeel oder eine Praktik, die nicht unbedingt muss sexuell sein oder oft auch nicht sexuell sind, wie zum Beispiel ein Fuß oder ein Lederfetisch. Oft gibt Fetische als nicht normal angesehen. Mehr eine Studie aus Kanada weist, dass über Teilchen von den Leuten ein, entre guillemets, abnormal sexuell verlebt tun. Da sehen wir schon, dass es am Anfang echt das Regel wird ausnehmers, also echt das Norm, also normal, dass man individuell sexuell verlebt tun. Dafür heißt ein Fetisch schon noch nicht, dass ihn ein komisch oder gestört Sexualität hat. Ob in Lo an einem medizinisch-psychologischen Sinn eine Störung hat, hängt davon ab, ob ihn als betroffene Person selber eine Erschränkung, ein Leidensdruck oder ein Leistungsdruck erlebt. An andere wieder, der eigen, natürlich immer konsensuelle Sexualität, ist nimmer problematisch, wenn ihn sie auch selber als Problem wahrhält. Wie Fetische entstehen, kann ich nicht so genau sagen. Auch wie verbreitet verschiedene Fetische sind, ist schwer anzuschätzen, weil viele Leute durch Tabuisierung und Stigmatisierung von Fetische nicht drüber schwatzen an der Privathallen. Das bringt uns zu der zweiten Frage. Was können Fetische sein? Es gibt wahrscheinlich so viele Fetische, wie es Leute gibt, die ihr Fetisch haben. Zu den Klassikern gehören Face, Schung oder Latex. Weiter Fetische sind Kitteln, Schokolade, Essen, Ballonen, die sogenannte Golden Shower, also Praktiken, die mit Urinieren oder Urin zu tun haben, einer Wäsche, Sextoys, bestimmt Körperdeler, Rollenspieler, an. Leider verstehen viele Populärmedien, was Fetisch ist, oft falsch. Anstelle Fetische absichtlich als eine Sensation, eklig oder komisch durch. Dabei können wir all viel von Fetische lernen, wenn es darum geht, als zu überlegen, was wir unsehen, schön und nicht untönen fanden. Frage Nummer 3. Was ist der Unterschied zwischen Fetisch und Kink? Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil oft Leute Kink, also all Praktiken, die mit BDSM zu tun haben, an ein Fetisch verwechseln. Nach ein Kehr zur Erinnerung. Ein Fetisch ist ein immens stark Vierläuft oder Fixierung, die immer oder meistens muss dabei sein, wie das ihn überhaupt kann Erregung oder stark Lust verspüren. Das ist etwas anderes, wie unterschiedliche Vierläuften von Praktiken zu haben, die ihn mehr oder minder regelmäßig praktiziert. Mehr, die auch nicht unbedingt müssen da sein, für das ihr Lust kann verspüren. Da ist BDSM ein gutes Beispiel. Für die meisten Leute aus der BDSM-Community ist BDSM oder Kink ein Vierläuft, eng oder mehr sexuelle Handlungen, die ihr gern hört oder gern ausprobiert, wie zum Beispiel Bondage, Dominanz als Submission oder Peng. Hei Leute ganz unterschiedliche Sachen gern, die immer mit gegenseitigem Vertrauen, ob nie gucken, konstant Verständnis
a klar an aufmerksam Kommunikation zu dienen. Et geseit also nicht so aus wie bei 50 Shades of Grey. Mir dazu mehr an unserer Podcast-Folge Nummer 50. Wer ihn leider schon aus dieser Frage raushört, gehen Praktiken von BDSM oder Kings genannt, oft missverstanden auf fetischisiert. Und dann kommen so Studien raus, wie die ich am Anfang genannt habe. Das Forscher herausfinden, dass das, was am medizinischen Vorstellungen als normal definiert wird, nicht mit den vielfältigen Sexualpraktiken und Vorlieben von den Durchschnittsleuten zusammenpasst. Frage Nummer 4. Wie kann ich Sachen ausprobieren? Du kann ich nicht wirklich eine pauschale Antwort geben. Je nach Material, Praktik oder Setting muss ich auf unterschiedliche Sachen aufpassen. Weil die kann ganz einfach machen aus die unterschiedlichen Sinne, also fühlen, schmachen, riechen, gucken und so weiter anzubeziehen. Also es kann ihn ausprobieren, wie sich zum Beispiel Kahlobjekte wie ein Glasdildo, eine Flasche Stecken, abgeblasene Luftball, ein Fieder oder bestimmte Kleidungsstücke auffüllen. Oder weil ihn alles da machen kann. Hei muss ihn unbedingt darüber passen, dass Objekte kein scharf Ecken haben oder ähnliches, worin ihn sich kein weh tun, anders zu proper sind. Außerdem ist es wichtig, darüber zu passen, dass Atemwege immer frei sind und ihn sich nicht Ursache verschlecken kann. Et kann ihn noch gucken, was für Gerüche oder Geschmäcker schäfen. Da kann ihn auch verschiedene Essenssachen ausprobieren. Oder et kann ihn sich überlegen, wer ein Körperdeler oder Körpermerkmaler besonders flott findet. Oder auch über Rollen oder Rollenspieler kann ihn sich Gedanken machen. Hei ein kleine Notiz am Rande. Et muss ihn nicht unbedingt eine andere Person haben, der das mit einem will ausprobieren. Et kann ihn sich auch einfach mal gemütlich machen, an drüber nachdenken und erleben, was sich gut fehlt. Last but not least noch eine kleine Umwirkung. Fetische sind natürlich nicht frei von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Die Fetischisierung von bestimmten Körpern kann auch uncool, stereotyp oder sogar problematisch sein. Zum Beispiel transfeindlich, rassistisch, bodyshamend, fatshamend oder ableistisch. Mehr dazu auf vergangenen und kommenden Podcast-Episoden. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.